Es ist Montag, der 1. Juni. Ihr merkt, es ist Wochenstart, aber es ist auch Saisonstart. Der Sommer fängt an mit dem heutigen Tag. Ich begrüße euch herzlich mit Jesaja 44,8. Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht. Habe ich es dich nicht schon lang hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Und dazu im Lehrtext Matthäus 10,27. Was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Wir sind seine Zeugen. Erst noch hat es doch geheissen, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Welt. Und das ist der eingetroffen. Gestern haben wir genau das gefeiert. Ein Zeugnis, das zuerst mit sanften Zungen von Feuer hat angefangen, aber dann in einem Donnerschlag in Jerusalem hat geendet. Nämlich 3000 Menschen haben zusammen eine neue Sekte gegründet, hat man vielleicht gesagt, aus gewissen Perspektiven. Das sind einfach die ersten Personen, die nachher die Urkirche haben verkörpert, aufgrund des Zeugnisses der Apostel. Die Zeugenschaft ist natürlich eine anfechtbare Sache. Haben ja nicht alle Leute das geglaubt, die ihnen bezeugt wurden. Sonst hat es ja zu wenig Taufwasser gegeben, der Pfingsten. Sie kann angefeindet werden, sie kann totgeschwiegen werden. Wie anfechtbar die Zeugenschaft ist, wird die Folge von dieser Geschichte innerhalb der reformierten Kirche jetzt erweisen. Letzte Woche die plötzliche Demission von ihrem Präsidenten. Aufgrund von einem Zeugnis, von einer Zeugenschaft, von einer Betroffenen selber, die gesagt hat, es geht um eine Grenzerfahrung. Was etwa so gemeint ist mit dem, wissen alle Leute. Aber es ist nichts auf dem Tisch. Und erst, wenn von beiden Seiten die Wahrheit bezeugt wird, wie es immer auch wird sein, wird man mehr wissen. Wir weiss einfach, in solchen Fällen gibt es ja keine Drittpersonen, die etwas bestätigen können. Also kann es enden, dass Aussage gegen Aussage steht, allenfalls eben für ein Opfer wiederum eine schlimme Situation. Die Achillesferse vom Zeugen ist immer Glaubhaftigkeit von der Wahrheit. Ja, es ist sogar die Achillesferse von der Wahrheit selber, ihre Glaubhaftigkeit. Wird sie geglaubt oder nicht? Wie weit das gehen kann, habe ich erlebt, wo jemand auf dem Sterbebett eine Beichte abgelegt hat. Ich musste dort hören, aber es war auch ein Glück, dass wir das am Schluss noch hören konnten, sonst wäre die Person mit dem gestorben. Es geht um Meineid, wo er hat geschworen vor dem Regierungsstatthalter, so dass eine Drittperson schwer zu Schaden gekommen ist. Er hat es, wie gesagt, nicht mehr länger verschwiegen. Es gibt also falsche Zeugenschaft. Und wenn schon auf dem Zeugnis ein solcher grosser Wert liegt und ein solches Gewicht liegt, biblisch gesehen, dann muss man sagen, wie schlimm ist es, wenn man es nachher den anderen Weg braucht. So ist es ja im Prozess von Jesus gewesen, was heisst, es traten falsche Zeugen gegen ihn auf. Und die haben schlussendlich Ausschlag gegeben für seine Kreuzigung. Forensik, die ganze Kriminaltechnik, Gerichtsmedizin, die flächendeckende Überwachung, es gibt keine Ecke mehr ohne Kamera. All das hilft natürlich, dass die Zeugenschaft nicht mehr immer so wichtig ist, wenn es um Kriminalfälle geht, sondern eine DNA-Probe kann dann alles zusammen belegen, auch in vielen Fällen. Es gibt immer auch wieder Fehlurteile, aber das hat dazu geführt, dass der Beweis nach und nach in vielen Fällen die Zeugenschaft überrundet hat. Das erste Mal, als ich selber Zeuge geworden und dann auch war, ist ein Erlebnis in der Münz zu Bern. Das Haus, das man dann zumal hat, unser Kleingeld prägt. Mein Vater als Oberlehrer ist mit den Achteler und Neunteler die ganze Maschinerie schauen. Ich durfte mitgehen, eine interessante Einführung. Dann ist man zum Goldprüfer gekommen. Der hatte dort zerschnittene Armbänder gehabt, also Uhrenbänder von Italien, die sich als Fake herausgestellt haben. Immer eine niederschmetternde Nachricht natürlich für den Besitzer, aber auch echtes Gold. Und er hat uns gezeigt, wie man Gold prüft, wie man es eben flüssig macht und wie es dann beim Härten so kleine, goldige Kügel sich zusammenzieht. So ein Kügel ist ein bisschen auf den Tisch gerollt und ich habe gesehen, wie der Schüler das heimlich in seinen Hosensack stellt. Er hat also ein bisschen Gold gestohlen. Daheim habe ich es am Vater gesagt.
habe ich gesagt, welchen? Und er hat die Trickkiste gereckt, hat das Gesicht gezeichnet von dem. Am anderen Tag hat er das Bild hergehabt vor der Klasse und hat gesagt, der Goldprüfer hat gesehen, dass ein Schüler, der so aussieht, ein bisschen Gold gestohlen hat. Der war natürlich überführt. Am nächsten Tag hat er sein Gold in die Schule gebracht, das hat man dann zurückbeordern an die richtige Stelle. Vielleicht hat man damit eine Diebstahlkarriere frühzeitig beenden können. Wer weiß. Ein Zeuge im hebräischen Denken ist etwas sehr Spezielles. Das Wort Od, hebräisch, heisst noch. Also etwas, das noch ist, etwas, das anhaltend sein, etwas, das anhaltend weiter ist, etwas, das nicht weggeht. Aus dem entwickelt sich das Wort Ed, der Zeuge. In ihm lebt auch etwas weiter. Es ist immer noch da. Eine Wahrheit, die er trägt, etwas, das er gesehen hat. Und sogar das Wort Ad, das heisst Ewigkeit oder La'ad in Ewigkeit, lebt von dem, dass etwas eben nicht aufhört. Es ist immer noch da und in 1000 Jahren ist es auch noch da. Hebräisches Denken ist ein bisschen anders gelagert als unseres. So gibt es eben einen Ausdruck, ein Nochsein von etwas. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Heißt, am Ende ist ein Nochsein von dir. Und genauso im Alten Testament, bei den Geschichten von Jakob und Josef. Der Josef fragt am Schluss, lebt mein Vater noch? Aber hebräisch heißt es eben, ist ein Nochsein meines Vaters. Wenn etwas ein Nochsein ist in einer Person, das ist dann seine Zeugenschaft. Es ist immer noch um. Die Person lebt weiter, aber in ihr ist eine Wahrheit, die nicht weggeht. Die Person ist also eine Verkörperung, eine bleibende Verkörperung von etwas, das die Person hat gesehen oder gehört. So fängt ja das Lukas-Evangelium an, wo er sagt, ich bin Augenzeugen befragen. Und aus dem habe ich die Lehre zusammengestellt. Das ist der sichere Grund der Lehre. Auf nichts anderes geht sie zurück, auch nicht auf eine DNA-Analyse, auch nicht auf Kameraaufnahmen, auf nichts anderes als auf das, was Menschen haben erlebt. Geschichten leben in den Menschen weiter, das ist das Zeugnis in der Bibel. Eine andere Sicherheit gibt es nicht und einen Beweis gibt es in diesem Sinn auch nicht. Das ist ein Reich Gottes Prinzip. Alles ist auf die Menschen abgestützt. Alles bedingt und braucht das Mitschaffen der Menschen, das Mitgehen der Menschen. Sie sind Träger von dieser kostbaren Wahrheit und ja, sie sind die einzigen Träger. Mit dem Zeugen wird die Botschaft aufgenommen. Wir können einen Zeugen aufnehmen, mit ihm seine Botschaft. Wir können einen Zeugen ablehnen, mit ihm seine Botschaft. Und ja, der Zeuge kann sogar sterben für seine Botschaft. Dann stirbt die Botschaft auf eine Art auch, aber sie kann in 10 anderen Leuten nachher auferstehen. Und so hat sich ja das Christentum in den ersten 3 Jahrhunderten am schnellsten vermehrt. Ob also das Wichtigste weitergehen kann, hängt an den Personen. Wäre jetzt der Petrus zum Beispiel nach der Auffahrt wieder zurück zum See Genezareth und hat gemütlich gefischt, so hat die ganze Geschichte einen anderen Verlauf genommen. So kann man sagen, wenn unter gewissen Umständen Menschen geredet hätten von dem, was sie gewusst haben, hat sich noch manches geändert in der Geschichte. Oder auch, weil Menschen geredet haben über das, was sie gesehen und gewusst haben, hat man Unheil abwenden. Das ist unser Zeugenstand. Was ist jetzt aber mit diesen Lautsprechern? Ich hatte einen Traum, das war etwa 2007, 2008. Auf einem amerikanischen Einkaufszentrum hat es einen grossen Lautsprecher gehabt. Der hat sich so gedreht. Und jemand hat aus diesem Lautsprecher nicht nur geredet, sondern sogar gesungen. Und der Gesang hat geheißen, ihr könnt wieder einkaufen. Alles ist wieder da. Und wir haben gesehen, wie die Tore aufgehen, wie die Leute einkaufen können. Dann habe ich umgekehrt und habe gesehen, dass eine riesige Flotte von Kriegsschiffen ausfährt. Ich bin nämlich gerade am Meer gestanden. Ich habe es erst in diesem Moment gemerkt. Eine riesige Flottenfahrt gegen Osten. Also ein Wirtschaftsaufschwung, das Ende eines Lockdown, das Anfang eines Krieges, habe ich gesehen in diesem Traum. Wie das wird sein, weiss ich nicht. Wenn das eintrifft, weiss ich nicht. Das ist mir komplett eingefahren, weil ich wusste, das war nicht ein Traum aus Einbildung. Ich tue es einfach hier auch bezeugen.
Jesus hat immer wieder dafür gesorgt, dass da auch dort Zeugen aufgestanden sind und sogar eine Plattform haben bekommen. Zum Beispiel vor ganz grossen Autoritäten, der Paulus, der Petrus, am Schluss sogar von einem Kaiser. Und so ist vieles, was man oftmals zuerst von Mund zu Mund weitergegeben oder eben von Mund zu Ohr, plötzlich wie durch einen Lautsprecher an einer grossen und breiten Zuhörerschaft zugänglich geworden. Es hat mal in der Zeitung geheißen, Protestanten in Aufruhr, reformierter Pfarrer gesteht, ich glaube an Engel und Dämonen. Das ist im Blick gestanden. Im Aushang hat es geheißen, Pfarrer glaubt an Engel und Dämonen. 18. August 2001. Der Pfarrer, das bin ich, da könnte ich viel darüber erzählen, machen das vielleicht ein anderes Mal. Aber was ich erlebt habe mit dem Befreiungsdienst, ist irgendwie auf Schleichwegen rapportiert worden und hat wie zu einem geistigen Aufstand in der Kirche geführt. Und das war schweizweit nachher bekannt gewesen. Es ist schon im Radio gekommen, etc. etc. Und ich habe gemerkt, wie Gott einem auch plötzlich eine Plattform geben kann, die man sich gar nicht ausgesucht hat, die man auch gar nie hat erwartet, für das gewisse Wahrheiten, das war eine spezielle Wahrheit, dann einfach wieder unter die Menschen kommen. Es hat natürlich sehr viele Zuschriften gegeben, positive, negative, alles, was man sich wünschen kann oder was man sich nicht wünscht. Jedenfalls ist es für Gott ein leichtes Mal, auch den Lautsprecher einzustellen. Und dann hören plötzlich viele Leute, sehr viele Leute in einem Land etwas, irgendeinen Aspekt vom Evangelium. Unter dem Strich ist es doch nichts anderes als das. Wer hat Gott anders für sein Reich zu bauen? In dieser Welt, in dieser Zeit, in diesen komplexen Umständen? Es sind nur du und ich, seine Zeugen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.